Wir sind im letzten Teil angekommen von unserer Predigtserie «Alltäglich Glauben», wo wir in der letzten Woche drin waren, Sonntag für Sonntag. Und wie jeden Sonntag, wenn wir heute Morgen auch so 2000 Jahre zurückgehen in die Zeit eintauchen, wo Jesus gelebt hat. Und was wir machen? Wir wollen uns vorstellen, wie es war, dort mal ein Jünger oder eine Jüngerin zu sein, ein Nachfolger von Jesus. Stell dir mal vor, wie es war, Seite an Seite mit Jesus unterwegs zu sein. Die Stimmung unter euch Jüngern war nicht sehr überschwänglich, weil ihr habt mitbekommen, dass Johannes, der Täufer, verhaftet worden ist und er ist gerade ins Gefängnis gekommen. Du hast noch gedacht, hey, wie krass. Ein Mann, der so viel Gutes tut, ein Mann, der sich für Jesus aufsteht und von ihm redet, und der kommt ins Gefängnis. Das klingt gefährlich. Aber bevor der Johannes verhaftet worden ist, hat er noch seine Jünger ausgeschickt, um zu Jesus zu gehen und ihm ein paar Fragen zu stellen. Sie sind jetzt nämlich gerade angekommen und sie haben Jesus die Frage gestellt: Jesus, bist du wirklich der versprochene Retter? Der versprochene Retter, den Propheten viele Jahre vorher prophezeit haben? Oder müssen wir noch auf einen anderen warten als dich? Aha, denkst du. Die haben noch nicht gesehen, was Jesus alles kann und zu was er fähig ist. Ich habe das schon gesehen. Und gespannt schaust du zu Jesus und denkst, was sagt er jetzt zu diesen Jüngern vom Johannes? Und Jesus antwortet ihnen und sagt: Geht zurück und erzählt, was ihr gehört habt, erzählt, was ihr seht. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige sind geheilt worden, Taube hören plötzlich und den Armen wird die Botschaft von Gott erzählt und verkündet. Die Jünger haben sich dann nach einer Zeit auf den Weg gemacht und du siehst, wie sie so davonlaufen. Und da schaut Jesus zu dir und in die ganze Menge ein und er fängt an zu erzählen. Er fängt an zu erzählen, dass Gott einen Boten vor ihm geschickt hat. Und du hörst gespannt zu und denkst, hä, was für ein Bote ist denn das? Und er erzählt, wie der Johannes der Täufer so ein Wegbereiter war. Der Johannes der Täufer, seit er nämlich auf der Bildfläche erschienen ist Reich Gottes auf die Welt gekommen. Er hat das Himmelreich, Gottes Reich, seine Werte verkündet und es ist mit gewaltiger Gewalt auf die Erde gekommen. Und du sitzt dort, hörst Jesus zu und denkst, wow, das muss ja ein krasser Typ sein. Zum einen, wie Jesus über ihn redet. Und Jesus muss ihn schätzen. Und der Johannes beeindruckt dich. Und du denkst so, wenn jetzt Jesus nicht da wäre, wo ich folge, vielleicht würde ich am Johannes nachfolgen. Die Stimme von Jesus holt dich aus deinen Gedanken raus, zurück zu ihm. Und er erzählt von Zeichen und Wunder, die er da hat, in der Gegend, wo er aufgewachsen ist, in der Heimat von Jesus, wo ihr euch jetzt gerade befindet. Aber leider erzählt er auch, wie viele Menschen dass eben ihn nicht erkannt haben. Wie viele Menschen das doch sehen, wie er Menschen heilt, wie er Menschen bewegt, wie er Menschen frei macht. Aber sie denken, ja, das ist eine schöne Show. Das kann ein anderer auch. Es hat sogar solche gegeben, die hast du auch gesehen, wo Jesus ausgelacht haben, wo Jesus verspottet haben. Und du merkst, wie der Stimme von Jesus so ein bisschen eine Wehmut liegt. Eine Wehmut hörst du raus. Du verstehst es nicht. Wie die Menschen den Retter nicht erkennen können, nach all dem, was er da hat. Die Stimme von Jesus ist noch ernster geworden, er hat angefangen, seinen Vater zu preisen, hat angefangen, zu ihm zu beten. Und nach dem Gebet schaut er auf, er schaut dich an, geht durch die Jünger, schaut allen in die Augen und dann sagt er etwas, das dich tief getroffen hat. Er sagt nämlich, kommt alle zu mir. Die ihr, die müde sind, die schwere Lasten tragen, ich will euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch, weil ich will euch lehren, denn ich bin demütig, ich bin freundlich und eure Seelen werden bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, sie wird leicht sein. Dich hat das so getroffen, dir ist das durch Mark und Bein, wo Jesus das gesagt hat. Wie wenn er gewusst hat, dass du das hören musst. Und er hat es gesagt, mit überhaupt keiner Verachtung oder Verurteilung, sondern voller Liebe.
ist das direkt in dein Herz. Und auch jetzt, wenn du noch weiter darüber studierst, merkst du, wie dir die Worte immer noch nachgehen. Die Worte, dass du bei Jesus alle Lasten kannst abladen kannst. Dass du ihm alles kannst geben und dass du eine tiefe, tiefe Ruhe bei ihm kannst finden. Wir kommen zurück ins 2020 und mit diesen Worten möchte ich euch herzlich willkommen heißen. Ich möchte ins heutige Thema eintauchen und das Thema von heute heisst Travel Light. Leicht reisen, mit einer Leichtigkeit reisen, Travel Light. Ich glaube, wir alle kennen doch den Moment, bevor wir in die Ferien gehen oder bevor wir fliegen, dass wir Koffer packen und dann packen. Und beim Zumachen denken wir, ich hoffe, der ist nur 23 Kilo schwer und er ist nicht noch schwerer, oder? Also ich habe manchmal so ein bisschen das Biberrecht, ich glaube, viele von euch wahrscheinlich auch. Und im Juni und mir ist es so gegangen, letztes Jahr, wo wir in Südafrika waren. Wir sind auf Südafrika, das riesige Privileg, dort reisen, sind im Busch raus, die schönen Tiere angeschaut, uns mega erholt. Und Südafrika ist ja für die schönen Weinregionen bekannt, oder? Und selbstverständlich, als Weingenüsser sind wir dort auch ein bisschen Wine-Tasting machen, wie man das so macht. Und haben gefunden, ja, so 1, 2 Flaschen, das müssen wir jetzt mitnehmen, die müssen wir kaufen, so viel wie man darf. Und wir sind dann am Flughafen gegangen und das nette Fräulein beim Schalter schaut uns schon so an und sagt, ja, Sie müssen da noch ein bisschen extra Gewicht zahlen. Wir schauen, wie teuer das ist, wir sagen, ja, kein Problem, das zahlen wir, es ist nicht sehr teuer. Sind wir auf Johannesburg geflogen. Und in Johannesburg haben wir gedacht, ja gut, das machen wir das Gleiche, wir geben es auf, zahlen das ein bisschen. Bis wir zu dem Fräulein kommen. Die war für mich nicht mehr so freundlich wie die letzte. Und der Preis war einfach viel, viel teurer. Jeder hat 5 Kilo drüber gehabt. Und wir schauen uns an und denken, nein, das zahlen wir nicht. Und wir haben unser Gepäck genommen, unsere Koffer genommen, aufgemacht und ich kann nur sagen, es ist ein Schlachtfeld geworden. Wir sind durchgegangen. Was brauchen wir wirklich? Was können wir da lassen? Wo haben wir vielleicht noch ein bisschen Shampoo drin und können es fortrühren? Schlussendlich den Koffer wieder zugemacht, angebracht, aufgegeben. Und ich kann euch sagen, ich bin noch nie mit so vielen Schichten Kleider an ein Gate gelaufen. 5 Kilo sind wir losgeworden. Und wir sind gelaufen, die Joni und ich, weiss, Unterliebli, nochmal ein Liebli drüber, ein Pulli, ein Jäckli, Daunenjacke. Und der Rucksack war auch schon voll mit meiner Kameragear und allem. Und wir laufen, und Joni und ich einfach, hast du so warm? So. Und ich glaube, es war noch nie so ein warmer und kuscheliger Flug mit all diesen Kleidern. Aber hey, wir mussten kein extra Gepäck zahlen, oder? Wir sind losgeworden. Und ja, vielleicht kennst du das. Hast du also Erfahrungen gemacht, so kurz vor der Ferien oder am Flughafen, es wird stressig und du denkst, nein, was packe ich alles da drin? Oder welches Gepäck kann ich noch loswerden? Und vielleicht hast du noch nie so eine Erfahrung gemacht. Dann gratuliere, dann hast du das im Griff, um das so gut richtig packen und berechnen wie der andere. Aber ich glaube, dass es bei jedem von uns so Bereiche im Leben gibt, wo man würde sagen, in diesem Bereich würde ich gerne so ein bisschen extra Gepäck loswerden. Oder so extra Gepäck, das ich mitschleppe auf meiner Lebensreise. Abwerfen. Vielleicht sind das Sorgen, die du immer wieder hast. Gewisse Ängste, wo du findest, hey, die müsste ich echt nicht immer mit mir mitnehmen. Vielleicht ist das ein Minderwert, wo du tief in dir mitträgst. Vielleicht aber auch noch ein offener Konflikt, der immer noch da ist, wo du denkst, wäre der einfach weg, es wäre so viel ringer, so viel einfacher, so viel besser, wenn ich das nicht mitschleppen müsste. Es wäre nicht so erschwerend und anstrengend. Und genau gleich kann das auch so im Glauben bei uns sein. Dass wir Sachen mitschleppen, die uns die Lebensreise erschwert und die sie sehr anstrengend macht. Elias hat in der letzten Predigt darüber geredet, dass Unterwegssein mit Jesus nicht einfach etwas ist, wo so etwas Lockeres, easy peasy, so ein Zusatz ist oder ein Hobby ist, sondern es ist etwas Ernstes. Es ist etwas Ernsthaftes. Oder? Es ist nicht einfach ein Upgrade für unser Leben, damit es uns noch ein bisschen besser geht. Sondern Jesus ist es ernst mit dir. Und Jesus wünscht sich, dass wir ihm nachfolgen und so durch die Nachfolge verändert werden. Und wie es unterwegs mit Jesus so wichtig ist und ein Stück weit auch ernsthaft soll sein, stehen wir aber auch in der Gefahr, dass wir eben genau auf die andere Seite vom Ross kippen können, dass es plötzlich so religiös wird, oder?
Und das lesen wir auch immer wieder in der Bibel, in den Zeiten von Jesus, wie es so Gruppen von Menschen gegeben hat, die über die Gefahr gestanden sind, dass sie ins Religiöse hineingehen. Und zwar sind das zum einen die Sadduzäer. Die Sadduzäer sind so zu der Oberschicht von Jerusalem gehört. Es waren Männer, Frauen, die in wichtigen Ämtern waren. Es waren Männer, die auch als Hohepriester, Priester ausgewählt worden sind, selektiert worden sind. Aber dann sind da auch Pharisäer. Die Pharisäer, zu ihnen haben Menschen gehört aus allen Gesellschaftsschichten und Landesteilen. Das wäre so unsere Liga, könnte man sagen. Und ihnen war so ein grosses Anliegen, dass sie die Gesetze vom Alten Testament erfüllen. Die 613 Gesetze, die man in den Büchern Mose findet, dass man die genau erfüllt und beachtet und danach lebt. Wir müssen verstehen, Gott hat den Menschen die Gebote gegeben zur Hilfe, dass sie verstehen, was es heisst, gesund durchs Leben zu gehen. Er hat ihnen nicht die Gebote gegeben, um zu sagen, du darfst das nicht und da bist ein Spielverderber. Sondern gesagt, hey, du bist ein Mensch, dir tut es gut, wenn du nicht lügst. Deinem Umfeld tut es gut, wenn du nicht Ehebruch begehst. Bring niemanden um. Du wirst aufblühen, wenn du die Gebote befolgst, wenn du die Gebote befolgst und mit mir so unterwegs bist. Aber es hat sehr schnell bei diesen Pharisäern und Sadduzäern gekippt und es ist so eine religiöse Sache geworden. Sie haben nämlich geglaubt, dass sie die Gebote erfüllen müssen und damit dann erst Gott wirklich gefallen und geliebt sind von ihm. Schau, sie hatten so eine Leidenschaft für Gott. Sie haben es eigentlich so gut gemeint. Aber es war schon fast ein bisschen verbissen. Sie waren so korrekt mit ihrem Lebensstil, dass es schon fast mehr ein Plage geworden ist. Sie hatten Gebote und zum Teil haben sie um die Gebote weitere Gebote kreiert, so extra Gebote. Das ist wirklich das erste Gebot, das Gott ihnen gegeben hat, ganz sicher nicht übertreten und erfüllen wollen. Also ihr Fokus war so fest auf dem, wir müssen alles richtig machen, wir müssen alles richtig ausführen, dass sie eigentlich total übersehen haben, dass es um eine Beziehung mit Gott geht, dass es um Gottes Liebe in dem hineingeht. Das Gesetz hat ihnen helfen, es ist aber mehr eine Plage geworden. Und ihr könnt euch vorstellen, für den durchschnittlichen Jude ist das Erlangen von dieser Weisheit so unerreichbar gewesen, wie es heute wahrscheinlich für die meisten Menschen unerreichbar ist, um irgendwie ein Hirnchirurg zu werden, ein Testpilot zu werden oder sogar mal mit aufs Mars rauffliegen und im Weltall zu sein. Es ist praktisch unmöglich. Man musste dazu mal ein Gelehrter sein, man musste die Sprache können, die Literatur kennen. Und auch dann, es war praktisch unmöglich, um all die Gesetze so einzuhalten. Und für viele Juden war das eine grosse, grosse Last, die Leistung zu bringen, Gott zu gefallen. Und Jesus redet auch in Matthäus 23 darüber, dort adressiert er all die Lehrer, die religiösen Lehrer, die Schriftgelehrten, weil er weiss, das ist eine riesige Last, die so erdrückend auf ihnen ist. Aber nicht nur auf ihnen, sondern auf dem ganzen Volk, das ganze jüdische Volk. Und ich habe mir überlegt, wie sieht denn das heute aus in unserem Leben, wenn Jesus damals schon darüber geredet hat. Was würde er echt heute zu uns sagen? Ich glaube, dass der Glaube auch heutzutage für Menschen so erdrückend wirken kann. Dass es wie so ein Regelkatalog ist, was man darf, was man nicht sollte. Vielleicht hast du sogar das Gefühl, dass du es nicht gut genug machst. Dass du es sowieso nie wirst schaffen, dass du nicht richtig lebst. Vielleicht bist du geprägt worden in der früheren Kirche oder in deinem Elternhaus, wie du dich genau zu verhalten hast als Christ, als richtiger Christ. Und es war nie genug gewesen. Vielleicht ist aber auch der Glaube für dich so leblos, eher traditionell, so eine starre Frömmigkeit, wo du wie merkst, es lebt nicht. Es ist einfach etwas, was du ausführst und was du machen musst und so mitbekommen hast. Die Last kann aber auch sein, dass es eine Lebensenttäuschung ist, eine Glaubensenttäuschung. Wenn Gott deine Gebete nicht erhört, du hast dir so etwas gewünscht, hast einen Traum gehabt, aber irgendwie ist der einfach in die Brüche gegangen, weil Gott hat nicht das gebracht, was du dir von Herzen gewünscht hast. Vielleicht bist du von der Kirche enttäuscht worden, du hast dich investiert mit Herzblut, so viel reingegeben. Und jetzt hast du das Gefühl, du willst nichts mehr machen, weil du enttäuscht worden bist und nimmst dich sogar aus der Kirche raus. Und dazu kommen noch gewisse Erwartungen, oder? Im Leben.
Erwartungen, die vielleicht Menschen an dich haben, Eltern, vielleicht der Partner, Erwartungen beim Arbeitgeber, Erwartungen von der Gesellschaft, was man soll sagen, wie man sich soll benehmen, wie man soll aussehen, was schön ist. Die hohen Erwartungen. Gewisse Erwartungen, wo du versuchst, gerecht zu werden, wo du versuchst, zu genügen, aber irgendwie kommt immer das Gefühl, ich schaffe es nicht und ich bin nicht genug. Vielleicht aber auch in der Kirche, um deine Gaben zu eingeben, wo du mal angefragt wirst, zu denken, ich schaffe das nicht, jemand anderes macht das besser. So unbewusst, dass wahrscheinlich lange es nicht ganz, wie ich es mache. Und all die Punkte, die ich jetzt aufgezählt habe, die können zu kleineren oder grösseren Lasten in unserem Leben führen. Das Gefühl, wir müssten, das Gefühl, es langt nicht ganz. Und das Gefühl kann so ermüdend werden und auslaugen. Das Gefühl kann einem so richtig ausbremsen. Und ich möchte dich fragen, kennst du das Gefühl? Kennst du das? Und das Gemeine ist, leider kann diese Art von Lasten nicht einfach abgeworfen werden, indem wir in ein Wellness-Weekend gehen oder indem wir 3, 4, 5 Wochen reisen und denken, jetzt lassen wir alles hinter uns. Sondern das ist gut für den Körper, um uns zu erholen, das ist wichtig. Aber diese Art von Lasten werden so nicht einfach abgeworfen. Es bringt dann nicht einfach aus der Kirche gehen und sagen, ich will die nie mehr sehen oder gewisse Leute meiden. Sondern es braucht etwas anderes. Es braucht mehr. Und Jesus redet genau in diesen Versen über das Problem und über diese Lasten. Und das will ich heute Morgen mit euch genau anschauen, was er denn dazu sagt und was für Weg er anbietet. Jesus sagt, kommt alle zu mir, ihr, die müde sind, ihr, die schwere Lasten tragen, ich will euch eine Ruhe schenken, nimm mein Joch auf dich. Was ist denn die Ruhe, die Jesus uns geben will? Von was für einer Ruhe redet denn er? Seine Ruhe ist sein Joch. Ich habe noch ein Bild mitgenommen von einem Joch. Das haben ihr sicher alle schon mal gesehen. Ein Joch ist da, dass man das an den Pferd anlegt oder Ochs oder Kühe. Besonders früher hat man sehr oft, wie man sieht, da gepflügt. Und es war eigentlich da, dass es dient, dass die Tiere eine schwere Last ziehen können. Und Jesus sagt, komm zu mir, ich gebe dir Ruhe, ich gebe dir Erholung. Und so oft denken wir, und habe ich auch lange gedacht, okay, wenn eine Last kommt in meinem Leben, dann gehe ich, dann bete ich, sage, Herr, nimm mir die Last weg. Oder ich gehe ins Gebetsteam einmal und sage, betet. Und es fühlt sich gut an. In dem Moment, ich fühle mich vielleicht frei, aber eigentlich bedeutet der Satz so viel mehr. Und die Leute, die damaligen Zuhörer, für sie war es verständlich gewesen, was Jesus mit dem sagen will. Weil dazumal war es so gewesen, dass wenn ein Jünger einem Rabbi, einem Lehrer nachgefolgt ist, um von ihm zu lernen, um von ihm zu profitieren, dann hat man gesagt, der Jünger nimmt das Joch vom Rabbi auf sich. Das war so eine Redewendung gewesen. Der Jünger nimmt das Joch vom Rabbi auf sich. Also der Jünger wollte lernen, er ist ihm nachgefolgt. Aber das bedeutet auch, dass der Rabbi Sagen hatte, dass der Rabbi der Herr war, dass der Rabbi von jetzt an sein Leben bestimmt, solange er ihm nachfolgt. Der Rabbi sagt, hey, dann stehen wir auf. Hey, das musst du lernen. Hey, schau, das Gesetz ist noch wichtig. Der Rabbi sagt, jetzt legen wir eine Pause ein. Dadurch gehen wir heute da. Er ist der Herr, er bestimmt eigentlich das Leben von dem Jünger. Und man könnte es eigentlich vergleichen wie mit einer Lehrstelle heutzutage. Er hinkt ein bisschen den Vergleich. Aber junge Frau, junger Mann macht eine Lehre. Er kommt zum Lehrmeister und der Lehrmeister sagt, hey, wer der Herr ist eigentlich von dieser Bude, oder? Er sagt, hey, wir fangen nicht erst um 9 Jahr, wir fangen um 8 Jahr. So läuft das bei uns. Unsere Kultur ist so und so und so. Wenn du Excel-Sheet ausfüllen musst, so geht das und nicht auf eine andere Art und Weise. Er gibt das Tempo vor. Er sagt, wie das genau läuft in diesem Betrieb. Und so war es damals mit dem Rabbi und mit dem Jünger, der ihm nachgefolgt ist. Das konnte von ihm lernen. Und Jesus sagt, wenn du einen tiefen Frieden willst, dann lass mich dein Herr, dein Retter sein und nimm mein Joch über dich. Übergib mir die Zügel vom Leben, lass mich dich leiten und dann wirst du erleben, wie du eine Ruhe findest, eine tiefe Ruhe. Und das ist etwas anderes als einmal zu Jesus gehen und beten, nimm mir die Lasten weg und dann laufe ich wieder davon. Sondern es bedeutet, ihn hermachen von meinem Leben.
Und schau, mit dieser Ruhe und mit dem Frieden meint Jesus eine tiefe Gewissheit, eine innerliche Ruhe, dass ich mich nicht beweisen muss. Eine tiefe Gewissheit, dass ich genug bin. Ein tiefer Frieden, dass ich mich selber nicht kritisieren muss. Was habe ich wieder falsch gemacht? Was habe ich gesagt? Das ist blöd angekommen. Ich muss auch nicht andere kritisieren. Der macht das schlecht, der macht das schlecht. Sondern es gibt eine Ruhe, Shalom, der tiefe Frieden, den nur Jesus geben kann. Wenn wir sein Joch auf uns nehmen. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass sich einige die Frage stellen, ja und dann? Jetzt muss ich ein Joch auf mich nehmen und dann verliere ich meine Freiheit. Oder? Ich habe mir das überlegt, so ein Joch auf mich nehmen, ist das vielleicht nicht gerade so das Schönste, oder dann bin ich nicht mehr ganz frei. Und schau, wir leben in einer Kultur und einer Gesellschaft, die sagt, Freiheit, das ist das oberste Ziel. Alles, was wirklich wichtig ist, ist Freiheit. Du redest mir nicht ins Leben, ich rede dir nicht ins Leben, du sagst mir nicht, was ich glauben muss, ich sage es dir nicht. Ich habe meine Freiheit. Ich bin mein Chef, ich bin mein Boss, ich kann entscheiden. Und das ist doch genial, das klingt so gut. Aber eigentlich ist in deinem Innen steckt so eine grosse Lüge. Die Lüge, dass wir ganz frei sind. Das ist eine Lüge. Wir sind nicht ganz frei. Jeder von uns lässt sich von etwas bestimmen, lässt sich von etwas beeinflussen. Jeder von uns lebt für etwas, findet einen Sinn in etwas. Jeder von uns geht an einer Sache nach oder hat einen Atem, etwas, was ihn treibt, etwas, was ihm Bestimmung gibt im Leben. Und so können wir unter verschiedenen Joch stehen, oder? Jeder von uns trägt ein Joch mit sich um. Es kann sein, dass dein Joch der Beruf ist, dass du für deinen Beruf lebst, für Karriere. Du gibst alles dafür. Das ist dein Antrieb, das ist deine Bestimmung, das ist dein Sinn im Leben. Und das ist schön und gut, aber das Problem ist dort, wenn du dich anfängst darüber zu definieren. Wenn die Qualität von deiner Arbeit, das Maß von deinem Wert anfängt zu bestimmen. Hey, das ist ein Joch. Ein Mega-Joch, eine Mega-Last. Aber das Joch kann auch der Partner sein. Der Partner, die Person, die du liebst, die du gern hast, wo du alles dafür wirst tun. Jede Erwartung probierst zu erfüllen, immer das Richtige zu machen. Es ist dein Lebensinhalt, du opferst dich auf für die Person. Das kann zu einem Joch werden, nebst dem, das viel Schönes hat. Das ist ein Joch. Aber auch Kind. Dort, wo du nur für Kind lebst, wo Kind haben, dein Lebenswerk ist. Es ist wichtig, dass wir Kinder gerne haben, gesunde Familien haben. Aber dort, wo man Kinder nicht mehr loslassen kann, das merkt man spätestens, wenn sie in die Pubertät kommen und sich losreißen. Und schauen, für Kinder kann es auch ein Joch sein. Ich habe eine gute Freundin, schon jahrelang. Und ihre Mutter hat sie nie losgelassen. Nie. Und sie ist heute verheiratet, sie hat Kind und sie sagt mir, schau, ich probiere immer noch, so eine Distanz zu gewinnen zwischen uns. Weil sie kommt einfach immer wie mein Leben, sie sagt Sachen, sie ist manipulativ. Und das ist eine mega Last, die sie mit sich umträgt, als Tochter. Und das geht dann auf den Ehepartner über und auf ihre Kinder über. Das ist ein Joch. Das Joch von der Religion. Ich gehe in die Kirche, ich bete, ich gebe mein Bestes. Vielleicht wie die Schriftgelehrten früher noch. Damit Gott zufrieden ist mit mir. Und so stehen wir alle unter einem Joch. Wir stehen alle unter einem Joch. Etwas, was uns Sinn gibt, etwas, was uns Bestimmung gibt, etwas, was uns leitet, was uns antreibt im Leben. Aber die Frage ist, was ist es für ein Joch? Und ich möchte dich herausfordern, dass du dir mal ehrlich überlegst, unter welchem Joch stehst du? Und gibt es dir einen Frieden oder erlebst du mehr als eine Last in deinem Leben? Jesus sagt, komm unter mein Joch und unter dem Joch wirst du Ruhe finden. Du wirst Erholung finden. Und die Frage ist jetzt, wie finde ich die Ruhe? Wie komme ich unter das Joch? Wenn wir ein paar Verse zurückgehen, Matthäus 11, Matthäus 11, 25, dort lesen wir, wie Jesus sagt, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor dem Weisen und Klugen verborgen und des Unmündigen geoffenbart hast. Also er redet da davon, er redet in den Versen vorher davon, wie
er das Himmelreich den Menschen bringt und wie Menschen das Himmelreich und Gott, wie es offenbart wird für sie. Und er sagt im Vers 25, dass Gott sich den Unmündigen offenbart. Jetzt ist die Frage, was sind Unmündige? Und Unmündige, mit dem ist gemeint Kind. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir kindisch werden oder nochmal zurück Kind werden, dass es uns offenbart wird, aber nein, es ist die Haltung von einem Kind. Es ist die Haltung von einem Kind. Weil schaut, Kinder wissen, dass sie hilflos sind. Ich bin letzte Woche zu meinem Bruder, ein kleines Kind, bei dir hüten gegangen. Wir sind rausgegangen auf eine grosse Straße. Und das Erste, was die Kinder machen, sie rennen zu mir an und heben mich und kommen ganz nah zu mir. Die Kinder wissen, sie sind hilflos. Wir sind gelaufen, irgendwann ist es ein bisschen steiler geworden. Komm jetzt, ich bin müde, lupf mich auf. Ich denke, du solltest mich auflupfen. Nein, du bist jung und fit. Das sind Kinder. Kinder kommen, ich bin müde. Ich habe keine Kontrolle, hilf mir. Sie verstecken sich bei Mami und Papi. Sie wissen, sie sind hilflos. Sie wissen, sie schaffen es allein nicht. Sie haben Kontrolle nicht. Und das ist das Bild, das wir auch in den Psalmen sehen. Wir sehen immer wieder, wie Gott der Hirte ist, wie er als Hirte beschrieben wird und wie er die Schafe treibt. Die Schafe treibt, wenn sie müde sind, wenn sie nicht mehr mögen. Und Jesus sagt, schau, nicht die Weisen, nicht die Oberstudierten, die das Gefühl haben, ich weiß alles und ich habe alles begriffen und ich kann nach jedem Gebot leben, dass die Gott werden sehen, sondern sind die kommen und sagen, hey, ich schaffe es nicht. Ich bin hilflos allein. Gott, mich musst du manchmal tragen. Ich mag nicht mehr. Ich brauche dich. Denen wird sich Gott offenbaren. Und das ist das Bild für die Rettung durch Gnade. Wenn Menschen kommen und sagen, Herr, ich schaffe es allein nicht. Ich brauche dich. Und was ich genial finde, ist, dass wir einen Gott haben, der schon selber so Lasten getragen hat. Schon selber vor der Kreuzigung. Er hat gehadert im Garten Gethsemane. Er hat Angst gehabt. Er hat eine grosse Last verspürt. Die Last, die er getragen hat, was jetzt denn vor ihm bevorsteht. Und so ist er ans Kreuz gegangen. Er hat alles auf sich genommen. Alle Lasten, alle Sünden, alles Schlechte, alle Sorgen, die wir überhaupt jemals erleben können. Und er hat es auf sich genommen, damit du und ich Freiheit haben. Und das ist das Wunderbare an Jesus. Wir haben einen Gott, der das schon mal durchlebt hat. Wir haben einen Gott, der nachfühlen kann. Wir haben einen Gott, der alle Lasten getragen hat und der jetzt sagt, ich will es dir abnehmen. Du musst es nicht tragen, ich trage es für dich. Und wenn wir das einsehen, dann dürfen wir kommen und sagen, Jesus, ich schaffe es nicht. Ich komme unter dein Joch. Weil dein Joch ist sanft. Dein Joch ist leicht. Und schau, das Joch hat immer Platz für 2 Tiere. Vielleicht können wir das Bild nochmal einblenden. Die hinein. Man kann immer 2 Tiere einspannen. Und Jesus leitet dir sein Joch auf. Und das bedeutet, er kommt direkt neben dich. Du bist nicht alleine in diesem Joch. Er kommt neben dich. Er will nicht, dass es belastend ist für dich, sondern er kommt neben dich, dass du lernen kannst, Schritt machen. Er kommt neben dich, dass du lernen kannst, im Gleichschritt laufen. Miriam, jetzt brauche ich dich schnell. Er sagt, lauf an meiner Seite unter dem Joch. Lern von mir. Und in der englischen Übersetzung, ich bin nachschauen, was das heisst. Das heisst, the unforced rhythms of grace. Das heisst, lern du von mir die ungezwungenen Rhythmus von der Gnade. Einen ungezwungenen Rhythmus von der Gnade. Und schau, das ist das, was er will. Wir sind im Joch miteinander und wir lernen den Gleichschritt. Du laufst mit Jesus. Und in dem laufst du und lernst von ihm. Jetzt müssen wir schnell drüllen. Du lernst von ihm, wie er geht, in dieser Nachfolge. Und das Geniale ist, Jesus ist das so nah. Er ist nicht einfach ein distanzierter Gott, sondern er zeigt dir, was heisst, gesund zu leben. Er zeigt dir, was heisst, gesunde Prioritäten zu setzen. Er zeigt dir die Bedeutung vom Sabbat, wie dir das helfen kann. Aber es geht noch weiter. Er zeigt dir, wer du wirklich bist in seinen Augen. Er zeigt dir deinen Wert. Er zeigt dir seine Perspektive von der Welt. Und plötzlich merkst du, wie du in eine Freiheit hineinlaufst. Danke dir. Und das ist die wirkliche Freiheit. Das ist Freiheit. Es ist ein Prozess, so in der Nachfolge mit Jesus zu leben, zu laufen. Es bedeutet, dass wir uns auf ihn ausrichten. Es bedeutet, dass wir auf ihn hören. Es bedeutet, dass wir uns immer wieder bewusst sind. Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch. Hey, Jesus ist mit mir, der Heilige Geist lebt in mir.
bedeutet, mit ihm im Gleichschritt zu gehen. Schau dich an, früher noch etwa die, wie ich vorher gesagt habe, einfach so schnell die Lasten zu Gott gebracht, ihn angerufen und gesagt, Herr, ich brauche jetzt wirklich deine Hilfe. Und dann bin ich wieder davon gelaufen. Und das ist eigentlich wie in einem Zuckerloch, oder? Du brauchst ein Snickers, so ein schnelles Gebet. Und es geht im Moment besser. Aber plötzlich geht es wieder ins Loch runter. Und was du brauchst, ist eigentlich eine Nahrung. Eine Nahrung, die konstant ist. Wie jeder von uns will Freiheit. Jeder will von uns die Freiheit. Und die finden wir bei Jesus. Unter seinem Joch, wo uns Ruhe gibt, wo uns Frieden gibt. Niemand von uns will sich unterjochen. Auch bei Jesus finden wir die wirkliche Freiheit, im Gleichschritt mit ihm. Wenn wir mit ihm unterwegs sind, näher mit ihm unterwegs sind. Und das Geniale ist, all die Ansprüche von unseren Umfeldern, was die Welt sagt, was die Gesellschaft sagt, vielleicht Meinungen, Idealvorstellungen, vielleicht das Bild, das Christen prägt, hey, das fällt irgendwie weg, wie du auf Jesus schaust, wie du mit ihm im Gleichschritt bist. Ansprüche, die können sich lösen, wie du deinen eigenen Weg mit Jesus gehst. Und du wirst unabhängig von dem, was die Menschen sagen, was sie finden über dich. Ich würde dich fragen, willst du auch die Freiheit? Ich finde, es klingt recht gut. Willst du die Ruhe von der, wo Jesus redet, den tiefen, tiefen Frieden? Nicht der oberflächliche, schnelle Frieden, sondern wirklich einen tiefen Frieden. Jesus ist nicht als ein harter, richterischer Gott gekommen, der das Urteil bringt, sondern er ist freundlich gekommen, sanftmütig. In den Augen von gewissen Leuten fast ein bisschen schwach, aber das ist Jesus. Er ist persönlich. Er ist gekommen, um deine Lasten zu tragen, damit du nicht herumtragen musst, Tag für Tag, Jahr für Jahr. Und unter dem Joch können wir von ihm lernen. Und der Gewinn ist so groß. Der Gewinn ist riesig. Hey, das ist noch so viel mehr. Und wir können drin laufen, die Freiheit, so ein offenes Land. Minderwert, Sorgen, Ängste, hohe Erwartungen, dem allem müssen gerecht werden. Hey, das löst dich. Und schau, Jesus lädt dich ein und er sagt, komm zu mir. Und ich möchte dich zum Schluss fragen, was heisst das für dich heute Morgen? Wie willst du heute Morgen antworten, wenn er sagt, komm zu mir, bring deine Lasten. Du darfst es für dich machen. Wir gehen jetzt nämlich in eine Worship-Zeit rein und ich will dich ermutigen, zum Gott eine Antwort geben. Und wir haben ein Gebetsteam, sie sind hinten auf der rechten Seite und sie würden es lieben, für dich zu beten. Manchmal tut es gut, einfach zu jemandem zu kommen und die Person betet für dich, vielleicht dort, wo du selber nicht mehr magst. Es ist auch eine Ermutigung, es ist so eine Zusprache. Darum nimm das unbedingt in Anspruch, auch wenn du andere Anliegen hast, egal was, du darfst zu ihnen gehen. Und wenn du merkst, hey ja, du willst den Jesus kennenlernen, du kennst ihn vielleicht noch nicht, du willst die Gnade erleben, so in dieser Gnade können laufen, aber du weißt nicht wie, kann ich dir sagen, gute News, du bist nur ein Gebet davon entfernt. Ein Gebet, du bist ein Kind von dem Jesus. Ein Gebet und er lebt mit dir, er liebt dich. Und ich möchte dich ermutigen, auch zum Gebetsteam gehen, wenn dich jemand mitgenommen hat. Frag die Person, mit dir mitzukommen. Ich bin sicher, das würden sie gerne machen. Und sie betet sehr gerne mit dir. Du kannst das auch nach dem Gottesdienst machen. Genau. Und jetzt würde ich euch bitten zum Aufstehen. Und ich würde beten. Ich würde euch bitten, die wollen, wenn du so Sachen hast, die dich plagen, belasten, hey, dann heb sie Gott an, bring sie zu ihm. Und jetzt beten wir, dass er uns entlasten kann an dem heutigen Morgen. Dass er Menschen euch frei machen kann, mich frei machen kann. Dort, wo man merkt, hey, dort ist immer so ein Kampf. Und Vater im Himmel, ich will dir Danke sagen, dass du deinen Sohn geschickt hast auf die Welt. Und es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk, dass du gekommen bist, Jesus, und einfach unsere Lasten nimmst. Es ist so ein Geschenk, dass wir nicht Leistung bringen müssen, unter dem Joch der Leistung stehen müssen, sondern dass wir unter dieses Joch kommen. Und dieses Joch ist einfach ruhig. Es ist wunderbar. Es ist im Frieden.
Und Vater im Himmel, ich glaube, dass du Menschen frei machen willst. Das sagt deine Schrift, dein Wort. Und so bitte ich, Herr Jesus, du siehst all die Anliegen, du siehst all die Lasten, die da auf Menschen liegen. Ich bete, dass du durch die Reihe durchgehst, Heiliger Geist, und dass du Menschen frei machst an dem heutigen Morgen. Ich bete, dass du die Lasten nimmst, dass sie abwerfen dürfen. Und ich bete auch dort, wo man es vielleicht selber gar nicht sieht, dass du dort Offenbarung bringst. Offenbarung, was du in dem Leben von Menschen noch tun willst, Herr Jesus. Ich bitte dich, Vater, und sprich Freiheit aus. Da über den GVC Zürich Oberland. Ich sprich das Shalom aus, die Ruhe aus. Ich bete, dass gerade dort, wo Ängste sind, dass du dort mit dem tiefen, tiefen Frieden kommst und mit deiner Liebe, das Verständnis, was du für ein liebender Gott bist. Ich danke dir, Herr. Ich bete, dass du jetzt in den kommenden Minuten, Stunden, Tagen Menschen frei machst und dass wir mit dem Gleichschritt einschlagen und sagen, ja, komm mit dir und dürfen erleben, wie das in dem Prozess von der Nachfolge immer frei werden. Herr, ich bete auch dort, wo Menschen Mühe haben, dir zu vertrauen und vielleicht eine Angst da ist, sich auf das einzulassen, dass du diesen Menschen besonders mit deiner Liebe begegnest, mit deiner Barmherzigkeit, Herr. Und sie dürfen erfahren, dass für einen liebenden, guten Gott dass du bist und dass du für sie bist.